Marius alla. Welcome alla hier. Wir haben hier ein bisschen bekannt merken und einfach gehen Färbe in uns Gottesdienst gehen. Erstens will ich sagen, dass die Jugend hat nun nicht in den Sommer einen Jugendabend hier bei der Kirche on Medweg. So die Jugend nimmt einen Break und wir wollen weiter Lothar, wenn die Jugend ist, war was trägt top kommen on Medweg. Aber für nu haben wir einen Break während des Sommer und wir wünschen ein bisschen gute Zeit in dieser Sommerzeit. Das nächste, was ich will sagen, ist, wir haben eine Vision-Klasse, Juli den 10. Und wenn ihr noch nicht sind, die Vision-Klasse durchgegangen hier in der Kirche, dann würde ich ein bisschen roten sein, geht ab, wie die Information da ist, und dann kann ihr die Klasse durchgehen. Das ist ein bisschen gute Ding, was ihr kann tun, um die Kirche besser kennenlernen, wo wir schaffen und wo wir ran als Kirche. Und ihr kann diese Klasse durchgehen, wenn ihr anfangen zu tun, dass ihr mit kann sein, wo das fehlt an meiner Deine. Und auch wenn ihr gleich ein Tag ein Glied zu sein hier in der Kirche, dann freuen wir, dass ihr diese Klasse durchgehen, bis dass ihr an die Kirche besser kann. So Juli den 10. Vision-Klasse. Und dann Juli den 17. dann haben wir eine Kindersendung hier bei der Kirche. Und so wenn ihr kleine Kinder habt und ihr seid noch nicht hier an der Stage was hier nachgekommen, wo wir ein Sien sprechen über Jünd und junge Kinder, dann rufe ich Jünd gut auf nach der Information da, schrieb Jünd ab. Und an Juli den 17. weil wir eine Kindersendung hier haben. Und wir glauben, das ist ein gutes Ding, weil wir können Jünd aus allen in der Städten und ein bisschen Sien sprechen auf junge Familie. Und dann will ich noch sagen, von der ersten Abend dann erst ans Sommerabend hier bei der Kirche. Und das ist ein neues Ding, was wir noch nicht alle tun. So, wir laden euch alle an, kommt rein von der Klock 6 Uhr und bringt euch Eten mit, euch Steiler mit und euch Freunde bringt die auch alle mit. Und dann kann ihr bloß bitte auf dem Hof eine gute Zeit haben, Eten merken. Und dann Klock 8 Uhr dann wird unsere Anbetungszeit auch bitte auf dem Hof eine Anbetungszeit anladen, wo wir das alle top können, Gott loben und preisen und eine gute Zeit haben. Und dann Lothar wird eine Gelegenheit sein, dass die können 4 merken und Rahmen 4 setzen und verteilen, bis wir gute Zeit haben. So kommt rein von der zu den Sommerabend. Und dann für den nächsten Sonntag, Kickel sehr fertig, dann ist Pastor John war hier. Pastor John und Lorna sind war trägt Tschüss. Und nächsten Sonntag, dann fängt eine neue Botschaft an, was der ganze Juli wird gehen. Und so ich lade an, kommt trägt, horchen, was seine Botschaft wird sein, nächsten Sonntag. Und dann noch zuletzt, weil ich muss sagen, für die, die hier nie sind, erstens, welcome hier, und dass dort hier, dass ihr mit uns top sind in Lebenswasser. Und wenn ihr hier nie sind, dann gut noch die Information da und wir haben ein kleines Geschenk für euch, bis zum heute Minuten, dass wir Gott viel rechnen, dass ihr hier von der mit uns top sind. Der nächste Woche eine Zeit von Anbetung haben, so ich freue mich, dass ihr alle abstehen und dann wollen wir anfangen mit Loben und Preisen. Gottes Segen. Bloß den Kopf sei, sitzt du den See. Von dort ich sei erst in Borch, sitzt du den Borch bewegt. In Bonneck durch den Schoten, die ne Leib am Jaft mich. Nicht zu fürchten, sicher sie ich bei dir. In Wonne Kampf, ich hab bekneut, ich heb meine Hing. Oh Gott, ich komm hierher zu dir, oh meine Angst, leih ich vor die Hand, ich sing durch die Nacht. Oh Gott, ich komm hierher zu dir. Wenn du für mich bist, wer kann gegen mich tun? Jesus, du hast mich allmählich verdient. Von alles Raum in der Schwert sitzt du dort Gaude.
je groot. En wanneer ik kan, vaak op ik nooit. Ik heb mijn heen. Oh God, ik kom je hier toe die. Doe mijn aansla ik voor die hand. Ik zing durch de nacht. Oh God, ik kom je hier toe die. Oh, mag je toevlucht. Du stehst op für uns. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schatten, je wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Hol mach je Zuflucht, du stehst ab für uns. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schatten, je wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Hol mach je Zuflucht, du stehst ab für uns. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schatten, je wenn's jeder kommt. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. In wann Kampf, ich hab geknäut, ich heb meine Hände. Oh Gott, ich komm hierher zu dir. Oh meine Angst, leih ich vor die Hand. Ich sing durch die Nacht. Oh Gott, ich komm hierher zu dir. Oh Gott, ich komm hierher zu dir. Er steht, der Gott von der Leisung, mögt den Wach up. Was du im Leben jöst, doch wie alles wär nicht euch. Was der Stein wird wach geraucht, kommst du tot grof gegon. Blut ist der Städtlied von mit ik för din leven genom dot grå. Jesus lev, nu sing vi alla lyd. Det kroppen död, det skräcken, det förändrat och löst. Det Gott vårt fullkommes zu sehen, der Gott von der Erde verändert alles. Was du in Leben jöst, doch wie alles wie nicht euch. Was der Stein wird wach gerollt, kommst du dort drauf gegangen. Gut ist der Städtlied von mit Rest, worum sie kiefer im Leben jenen dort groß. Jesus lebt, wir singen die Halleluja. Die Krofen dort das Gebrechen, nicht verändert alles. Wenn du lebst, fangt die Hoffnung an. Wenn du lebst, haf uns Leid niemals nehmen. Wenn du lebst,
har vi leven. Det förändrat hållet, det förändrat hållet. Vägen du levt, fang dig hoppning on. Vägen du levt, har fått flöjt i mossen nej. Vägen du levt, har vi leven. Det förändrat hållet, det förändrat hållet. Låt det stå lyd vår med press. Vår musik i för din leven, den är död grå. Jag är så släpp, nu sing vi alla lön. Det grå från dödens gebräken, det förändrat hållet. Gebräten hast und dass du uns nie leben darfst. Dankeschön, dort was du dort zum Kreis, dort auch ganz genug wird für unsere Radung. Wir nehmen dort an und wir vertrauen auf dich. Løyve var holdt veiten, de gnod så fallen fri. Jeg vet at Jesus ret mig, endast genug for mig. Og vunder faller ung, von Sien merkt høj mig fri. Jeg vet at jeg ikke ret sti, endast genug for mig. Halleluja, keiner rata, halleluja, von rara, och du gör Jesus, gebräken und dort krit, din Opfer, du hast genug för mig. Sing en blås från dina löj, endast genug för mig. Övertraft och mina felar, stärka och stå min sig. Dort gibt's från dina rören, endast genug för mig. Halleluja, keiner grata. Halleluja, fort von rara, och du gör Jesus, de bergen und dort krit, din Opfer, du hast genug för mig. Jesus, din blod så vedfall, skjelt ut av Golgata. Allt det grå från mina röda, endast genug för mig.
Bruder Gott, wir sind hier so bloß für dich und wir wollen dich anbeten. Gott, wir wollen unsere Worten bloß ganz aufmerken und können abnehmen, was dein Wort für uns hast. Was immer du reden darfst, Dankeschön für uns reden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ihr könnt ihn toll sagen. All die, die uns online kijken doen, oder hier so auch in der Kirche sind, bloß Gouda Marius. Willkommen zur Kirche. Wenn hier ja sind oder online ja uns kijken doen, ich will Ihnen bloß sagen, willkommen, ganz besonderer Willkommen heute hier von der Smars zur Lebenswasser. Hey, wir sind hier so in der Mitte von in Deul evangelische Kirchen. Die sind wie down Plotitsch, so der horchen uns über die Welt. Und aber auch hier so krack, wo wir sind, Ram an zu sind, in Deul evangelische Kirchen, wie aus Lebenswasser. Wir wollen bloß in Sien sprechen über all diese Kirchen, die dran sind. Wir haben einen Raub aus Lebenswasser. Und so dort hat jeder einer einen Raub. Und die sind verschieden, woran sie durch sind. Und wir wollen dort bloß sehen, und wir wollen eher bloß unterstützen und bloß durch Taubschaffen in Einigkeit sein wollen. Wir schaffen an mehr Menschen im Himmel haben, und dort wird jeder evangelische Kirche um uns dort. Und so vielleicht bist du hier, vielleicht sind hier Ja's oder uns Kirchen Ja's von einer anderen Kirche. Dann spreche ich nicht bloß in Sien über jene Tüsche Kirche. Und wo immer du eine Kirche fahren ist, ich spreche bloß in Sien über alle Kirchen um uns. Und von der aus ein besonderer Tag reden von das, dort wir haben in Gos reden hier so von der Pastor Ruben Dyck, wo sie wollen abkommen. Hier ist von Blumenau Kirche und Prediger von du, und dort ist wirklich eine Ehe, dort die Kirche uns, die hier in Salat haben, von der uns Mars, und wie aus Lebenswasser, wir sprechen auch bloß in Jesus in Nomen sehen, über Blumenau Kirche. Und so, Pastor Jacob als eine Botschaft, fängt eine Botschaften an von in Jesus in Nomen, und Pastor Ruben wird hier zu der letzten Botschaft in der Reihe uns bringen. Guten Morgen. Für mich ist das eine Freude, von der wir dürfen hier sein. Und ich will auch von der Blumenau Kirche einen größeren Juden mitbringen und den hier auch wiedergeben. Und so, ich freue mich von der, als ich in der Jugend war, will ich gerne ein Closing Pitcher sein. Beim Baseball, der wird nach der letzten Inning abkommt, dann noch im Tomjagd. Und ich kann aber nicht gut genug zielen. Ich treffe viel zu viel besser. Und so den Traum muss ich abgeben. Und von der habe ich das für euch. Das ist eine Series, die ich gut durchkommen, durch die Closing Pitcher sein. Die tot zu merken. Und so, ich freue mich dafür. Und ich hoffe, dass ich von ihm besser traf, nicht der Better, nicht? No. Aber ich höre Jacob seine beiden Predigten all durch. Und gute Predigten über das Thema an Jesus sein Namen. Und ich dachte während der Leute noch, was wir sagen, das ist wirklich von, wenn wir uns so sein anzulauten, ein wunderbares Verreich, dass wir durch Jesus Christus sein Namen, das Verreich, die Gelegenheit haben, dass wir zu Gott reden können, dass wir mit Gott keine Gemeinschaft haben. Und weißt du, früher alles ich gespielt ich mitgebracht habe. Und ich würde sagen, ja, nee. Ich glaube, weißt du, kann das in John Deere. Und andere nicht. Aber ich weiß nicht mal, was für Nummer das würde sein. Aber das John Deere, der steht ja eigentlich an meinem Office. Und der steht dort, mir denken halten. Dass wenn wir an Jesus in Namen für Gott kommen und beten, dass Gott auf uns horcht. Dass er einen Unterschied merkt. Und das John Deere, den kriege ich jetzt, ein kleiner Jung wird. Dass wir ein Jahr, meine Eltern, die vertalten die Lut davon, dass sie ein sehr knappes Jahr haben. Und Weihnachten, das kam nur, und ich habe diesen John Deere Traktor in den Stuhl sein, und das ist nur, was ich früher vor Weihnachten will. Und er sagt, das ist schwierig, wenn sie sich das ja bloß nicht leisten können. Und jeden Abend beim Schluppen gehen, wenn meine Eltern dann sich bei meinem Bad durchsaßen und mit mir zu beten, dann fange ich jeden Tag an, dort zu beten, dass Gott mir das in John Deere geben wird. Dass ich den würde zu Weihnachten kriegen. Und meine Mama, die vertelt besonders, dass das anfängt, immer schwanger dort zu fallen. Dass Weihnachten nur da kommen und sie das wissen, dass sie das nicht würden kaufen können, schien denen das schwierig. Und ich komme, ich kriege von das all nicht denken, aber sie sagt, dass den Weihnachten zu Marius, bete ich noch einmal für den John Deere, und dass einfach ein bisschen Angst ankommen, und sie dachten, naja, wir haben den nicht gekauft, Ruben war das fing, dass heute nicht kriegt,
En wat was het aan das kleine jong zijn geloven dan? En zo wie fuhren naar de kerk, hadden Weihnachtsgottesdienst en kwamen terug naar huis. En er werden een paar diakonen, die würden mij mal Weihnachten mijn ouderen een beetje een care package brengen. Wir werden das mit ein bisschen etwa bauen und fährt noch was Kleines nach für meine Schwester und für mich. Und den Tag kam der auf dem Hof und als der kam, dann hüpfte ich auf und sagte, ich glaube, ich kam mit meinem John Deere. Und meine Mama sagt nachher, der kleine Junge, den sein Hort, was nicht mehr wird, sind verbreitet. Und dann möchten wir das open, was glaube ich wieder bauen. Du wirst das kleine John Deere bauen. Und so, das ich sage, ich habe in der Stunde einmal zum Denken gehalten, dass Beten einen Unterschied merkt, aber ich immer war was Jesus sagt, dass wir sollen das die kleinen Kinder waren, was ohne Zweifel sind. Und so nu groß Berg von Groten sind John Deere, und dort landen der Rhein an den Barm, was der Weg kam, nicht? No, das ist ein Spaß, nicht so weit. Aber Gott der Herr, und Beten merkt einen Unterschied. Und so von der und go wir ein wieder, das letzte Time an dieser Serie, und das ist Bet für andere. Und so in uns Leben, in uns christliche Leben, wo wir beten, da sind viele Teile. Und das eine ist, dass das Verreich, was wir haben, dass wir als Gott seine Kinder auch für andere Menschen beten können. Und ich will aus dem Haupttext von der 1. Timotheus 2 bringen, durch die ersten paar Versen. In Paulus schreibt, die heißt euch erstens, Ruder Kind nu, dass die dringend beten. Und dann wieder sagt er, bet auch für andere und dankt für alle Menschen. Und so der ganz erste sagt er hier, rot er uns, dass wir dringend beten. Und das sei wie immer wahr, dass ein von den Parts von dem christlichen Leben, was die ganz wichtigste Rolle spielt, das Beten. Unsere Gemeinschaft mit Gott. Jesus selbst, der braucht das Bild von der Weinstür. Dass heute Weinstür ist und dort wieder Ranken sind. Und dass wir bloß dann können wiederkommen in uns Leben wissen, in uns christliche Leben wissen, wenn wir an bleiben. Wenn wir die Gemeinschaft mit am Hören. Was mir abfallend ist, ist auch mit den Jüngern. Als Jesus hier streng im Himmel geht, und die Jünger der Gemeinde leiden, du fangen mehr und mehr Menschen an tot zu kommen, und da wird trocken, und sie fangen ihre Arbeit an zu hängen bleiben. Und was sie tun, ist, sie wählen sich mehr Menschen, was durch Diakon genannt worden, was enthalten worden. Kriegt in der Hinsicht an Jünger am die Witwe später halten, aber was mir abfallend ist, ist, dass die Jünger sagen, wir wollen uns andere halber siegen, was wir das halten können, durch mit wenig Brocken Umfang nur zu lassen, mit das Predigen und das Beten. Und wie wichtig ist das wir, dass sie Zeit haben für das Beten und dass sie durch einen halber sagten. Und so, das ist ganz klar, dass hängen am Beten steht eine große Macht und das sagen sie auch, dass sie das nicht hängen lassen wollen. Und dann ist kriegt das Punkt, bet auch für andere. So, das ist nicht bloß für uns selbst, die Gemeinschaft, aber dass wir auch Zeit nehmen, dass wir das Verreich haben, für andere beten. Ich kriege in das Ausdruck, bet für andere und bet tiefer gehen. Die plottische Bibel braucht hier zwei Wörter. Die sagt bet und die sagt dankt. Die meisten anderen Übersetzungen aus nicht Juchtisch oder Spanisch oder Englisch, die brauchen hier Feuer Wörter. Die reden auch von danken, die reden von beten, von flehen, da können wir vielleicht etwas sagen aus Sprachen. Und dann erst du das vierte Wort, und ab dort mache ich von dir ganz besonders gut. Eine juchdeutsche Bibel redet dort von Eintreten. Dort ich stopp du für uns für den Namen. Der englische Übersetzung redet von Intercession. Und so die Meinung hängt das Wort für den anderen Bedner, von Intercession, für den anderen Namen zu stoppen. Das erste Bild, dass ich stoppt zwischen zwei Sachen und ich bringe das Taub. Das ist, wenn du wo was aufpasst und du stoppst ich nennen, dann war der Taub kommen kann. Das sind ähnliche Wörter, die alle im Alten Testament gebraucht wurden, was eine ähnliche Meinung kann. Und die biblische Sprache ist das Wort Paga, wenn ich das reich jetzt spreche. Ich kann die biblische Sprache nicht gut. Aber das ist dort, was hier ist. Hier redet von wer das Land Israel soll angedeutet werden. Und das sagt, dass im Norden regt Manasse, Bad on Aser. Und im Osten Bad on Issachar. So das Baron, dort kriegt das selbst Wort, aus was wir im Neuen Testament fing, für wem Nennstoppen, für Intercession. In der Bedienung ist, wo zwei Dinge top kommen. So hier kommt das Land, bei das andere Land.
und du uns zu treffen, der sich bad. Wenn wir eben gehen, in Römer 8, 34, hier habe ich gekriegt, das selbst hier Wort. Und dort sage ich, wer will für Nomen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Und Meier ist dort, er wird vom Tod abgewagt, und dann haben gekriegt das Port, und er ist nu bei Gott zur rechten Hand und bet für uns. So, die plottische Bibel, die übersetzt war aus Bet für uns. Und was andere Übersetzungen reden von, dort er steht nicht für uns an. Dort er bringt uns nicht rein nur Gott. Und ich möchte hier ein Bild wiesen. Ich glaube, jetzt wird das Leben fertig schon. Wir können uns das vorstellen, dass Gott, der ist hier und das sieht. Und wir als Menschen sind hier und das sieht. Was passiert ist, durch unseren Sinn, der schafft es, ein starker Strom Wasser, was die Schulden tun kann, was die Dinge mitschlafen kann. Und wenn unser Sinn erst nicht auf einmal das kommt, das Ladgebiet zwischen uns und Gott. Und du schält so ein starker Strom Wasser, dass wir uns selbst nicht mehr durch Gott kennen. Und dort wurde das Vers von Paulus abkommt, dass Jesus, der steht für uns an. Und so, was Jesus tut, ist, er schafft es eine Brei. Durch sein Tod an einen Kreuz. Und da wurde ein schmackes Bild geben, wenn wir hier einen Kreuz haben, und der Balken hieß es der Rewa kam. Das, was Jesus tut, er steht für uns als Menschen an, damit wir drei nur Gott kennen. Dass wir mit Gott dürfen in Gemeinschaft sein. Und so, er bringt uns als Menschen in Gott. Sein Führer war taub. Das sei wie auch im Alten Testament. Jesaja 53, 12 sagt, er nimmt viele ihrer Sünden auf und steht für die Sünder an. So ich kann das Bild, dass er steht für uns an. Und so, wenn wir an das denken und für einen anderen Menschen anstehen und für einen anderen Menschen beten, dann haben wir das ganze ein Beispiel an Jesus Christus, wo er für uns als Menschen ansteht und uns mit Gott taub bringt. Gerade in Römer 8, 26, da schreibt Paulus von den Heiligen Jesus, und er sagt, in Grund so hält der Jesus uns an unsere Schwachheiten, weil wir weiten nicht einmal, wo wir sie reich beten sollen. Aber der Jesus betet für uns mit so einer Gefallen, dass wir nicht dafür haben. So war hier habe ich ein klares Bild von wer der Heilige Jesus auch für uns ansteht. Und ich habe hier eine Frau, habe ich noch mal der Tiden, wo ihnen beten schwerfällt. Vielleicht ist das ein Tag, vielleicht ist das eine Zeit in ihrem Leben, wo es so viel angeht, dass die nicht mal, wo ihr wollen anfangen, mit mal Sachen anfangen, für Gott zu bringen. Oder vielleicht ist das ein Tag, wo wir bloß ewig meid sind. Und wir drehen uns nicht los, da sind Dinge in uns Leben, die fallen an schwer, aber wir haben nicht die Kraft, nicht die Wert, um zu beten. Und das ist eine von meinen besten Versen in der Bibel. Und Paulus bringt hier ganz klar rein, dass an den Tiden nimmt der Heilige Jesus alles, was wir feilen, alles, was wir selbst nicht mal an wir bringen können, und der steht für uns an. Der bringt unser Los, unsere Gefallen, alles, was wir drehen, mit Gott taub. Und ein von den Dingen von Beten ist gerade, dort, wo uns schwerfällt, unser Los, der bei Gott lehen lassen. Und du dann habt der Heilige Jesus uns. Und so, ich habe Tiden in meinem Leben, wo das viel zu viele Dinge sind. Und einmal, ich nehme einfach mein Deus Buch und ich fange bloß mal alles an abzuschreiben, wo ich kurz belebe, wo ich kurz feil. Und einmal kann ich nicht anders als nehmen das Heft und heben das bloß ab und sagen, hier Gott, nimm das. Du mit, was du weißt. Und wo ich das in deinem Frieden feil, dass der Heilige Jesus nimmt alles, was ich durcheinander abgeschrieben habe, und der steht für mich an. Und der bringt das für Gott. Ich habe andere Zeiten, wo ich so wie meiden Badley in verschiedene Schwierigkeiten mit umgegangen bin, und wo ich bloß meine Hänge aufmerken und nicht sein. Bloß an mein Hart denken, hier Gott. Und in der Sicherheit sein, dass der Jesus betet nicht für mich. Der nimmt alles, was mich angeht. Der steht für mich an. Und der bringt mich mit Gott taub. Und so das ist ein bisschen Hintergrund von was das Wort zu bedienen hat. So wenn wir in der Bibel lesen, bet für andere, dann ist all das kommt hintergrund. Dass wir für die andere sein anzustehen und die Menschen rum uns mit Gott taub bringen. Nun ist ein Ding klar. Wie kann kein Mensch raten, dass Jesus dort kann?
Aber er ist eine ganz besondere Macht, wenn wir beten und wenn wir Mensch vor Gott bringen, wenn wir einen Mensch mit Gott bringen. Und irgendwas passiert da. Und das merkt den Unterschied. Und so, wir können an der einen Seite kommen wir nach Gott. Und wir können Gott loben und ihm danken. Dass wir dürfen zu ihm reden. Dass wir dürfen seine Kinder sein. Dass wir diese freie Gemeinschaft können mit ihm haben. Dass er auf uns hielt. Dass er uns geraten hat. Und dann können wir an der anderen Seite eine Person vor ihm bringen. Das kann irgendwer sein. Und wo wir können sagen, Gott, ich denke von dir ganz besonders an diese Person. Und ich bringe die vor dich. Und du kannst das nennen, beten, flehen, für die Pracherin und für die Anstehen. Und wo wir vielleicht sagen, Gott, du weißt, was du nicht gerade belebt. Ich bete, dass du den ganz besonders Kraft geben. Dass du den auf eine besondere Weise leiten. Wenn eine Person einfach Gott noch nicht kann, dass du den verschuppen bohren. Dass der die macht kennenlernen, die annehmen und mit die leben. Das hat für euch, was wir haben. Wir können für andere Menschen anstehen. Menschen, die dann gerade vielleicht nicht mit sich selbst beten. Und die in Gott bringen. Und irgendwas passiert da. Und das merkt einen Unterschied. Und so, wenn wir gehen in 1. Timotheus 2, Paulus sagt also, bet für die anderen. Und dann sagt er, bet also für die Kennigs und alle, die hier angestellt sind. Dass wir in Gottes Furcht Abrechtigkeit ruhig leben können. Jacob brachte all in seine Predigt rüt, wo wir fährten unsere Lehrer stehen, die über die gesagt sind. Dass wir vielleicht so denken, dass wer uns Präsident in Mexiko ist, oder sogar hier in der Stadt, das merkt wenig Unterschied. Und das ist nicht der einzige Stelle. Paulus bringt das mir einmal rüt. Bet für die Lehrer. So bet für die Obrigkeit, was an den Land ist. Wenn das merkt den Unterschied, wer leiden wird. Und du nur wer leiden wird, wo wir können ruhig in einen Frieden leben. Und dass wir nicht gleichzeitig mit umgehen, aber wirklich auch für diese Sachen beten. Wieder in Vers 3 und 4 sagt er, dass es gut und es Gott unseren Heiland angenehm. Da du haben will, dass alle Menschen sollen durchgerat werden und die Wahrheit kennenlernen. Ich glaube, das wird unser Gott sein Willen, wo Jacob da rübergebracht hat. Gott sein Willen ist ganz klar. Der will, dass alle Menschen am sollen kennenlernen und am annehmen, seine Kinder werden. Und wir auch im Himmel sein. Das ist, was Gott sein Willen ist. Und so war das ist auch ein Ding, wo Paulus uns da abfährt, dass Gott hat eine Freude an, wenn wir an diese Weise für andere beten. Die Menschen, die am noch nicht kennen. Die Menschen, die noch nicht an ihm glauben. Und vielleicht auch sogar Christen, die durch eine schwere Zeit gehen. Und was du grüßt, vielleicht unser alleines Leiden und was die Wahrheit fehlt. Dass wir verdient beten können. Und so, wenn wir wieder gucken an Versen 5 und 6, ich kann hier nicht boven, aber du lest, wie war kriegt das, wo Jesus da ist, was zwischen Gott und den Menschen steht und was dem Weg war, auch merkt. Und so, ich will von der uns das sein, dass durch Jesus Christus, durch sein Opfer an den Kreuz, durch der Heil sein Leben gibt und durch den Heiligen Geist, kann jeder einer von denen Zugang zu Gott haben. Wir dürfen frei für Gott kommen, das ist ein Daddy. Unsere Kinder sind nicht gerade 9 und 7 Jahre alt. Und mir hat Gott, bloß wenn ich in ein Haus komme, dass die mir entgegen ankommen, dass die mir an mein Bein fuhren und frei mit mir reden, über was sie entscheiden, über was sie Angst haben. Dank zu was Jesus Christus hat getan, ja, wie es dort von der und war frisch an unseren himmlischen Vater an. Und frei und open am Reden, dass wir unseren Daddy hier ab jeden kennen. Und so, ich würde so sein, dass wir brauchen bloß an am Glauben. Wir brauchen das bloß annehmen, dass Jesus Christus der Rara ist, dass heute war ich in unseren Vater ist. Und wo wir uns leben, mit unseren Sünden und alles, was wir taub drehen, dort in seine Arms anbringen, dort wir am Dolein. Du merkst uns nie. Du merkst uns rein. Und hier ist das nächste Ding. Wie Gottes Kinder sind, haben dort Verreich. Ich würde sagen, nicht den Muss, aber dort große Verreich, dass wir auch dürfen für andere Christen beten. Ich war ganz frei mit ihnen zusammen. Mir hat Pferden so als Jacob, dass du rübergebracht mit den Zweifels. Da hat mich frei, woran beten. Ein Ding ist ganz klar.
Gott die Welt hat, und jeder einer, der soll gerat werden. Gott die Welt der Beste von jedem einen von uns. Noch ein Ding ist klar, Gott ist mit seinen Heiligen Geist an der Arbeit. Und der hat alle Macht. So, woran wird wir beten sollen? Und ich wünsche mir fertig, dass ich könnte jeden so über beten reden, als einer über Mutter kann. Mit Mutter, das ein Mensch täglich zu merken. Und ich kann nicht nach wenig, und ich habe gesagt, das gereicht. Wenn hier gute Mechanik sind, ich habe mir Leute, weil ich meine Sache schreibe, irgendwo auch getroffen. Aber wir können frei reden, von wo du Gas nennt kommt, wo du Pisten sind, was du wen, nicht mehr den Weg, die Sparkplagen, wo du die Gas ansteigen, wo du den Pisten schieben, wo die Pisten nur eine Wahl geht, was nur die Giersch geht, was nur der Ost geht, und du euch move das fertig. Wie kann das verstehen, wo ein Motor schafft und wo ein fertig, was du kämpft, wo das moven wird. Ich kann das von der ersten Tag noch nicht verstehen, wo beten schafft. Was kriegt im Hintergrund alles angeht. Und besonders, wenn wir hier an denken, weil Gott uns das fertig ja für andere Christen, auch für Menschen, die noch nicht glauben, anzustehen, was im Hintergrund alles angeht, das ist mir noch nicht dicklich. Aber ich würde von der uns so sein, wenn die nicht kriegt, wo beten schafft, hat er wegen klar, dass beten schafft. Ich wollte das noch einmal sagen. Wenn wir das nicht ganz klar haben, wo beten schafft, wie kann das wegen klar haben, dass beten schafft? Ich will Ihnen hier 2 Geschichten erzählen, aus meine früheren in Kanada eine Bibelschule werden. Dann ein Part von der Schule wird, wir müssen noch ein Praktikum tun. Wir müssen dort, was wir lernen, üben. Und so, Rosie und ich schafften für eine Organisation, die nennt sich Youth for Christ. Der erste, was von der ersten Tag. Und steht so in Kanada. Und was sie tun, ist, sie haben Youth Centers. Das sind Städte, wo Jugendliche hinkommen können, was sich eine Kirche noch nicht abgenommen fühlen. Was sie fühlen, dass eine Kirche dafür nicht in Riem ist. Und so, das sind taffe Jugendliche, die die hinkommen. Und wir würden gewöhnlich ein Abend an den Weg, wir würden 3 Stunden von unserem Zeit geben. Und mit diesen Jugendlichen Pool spielen, Karten spielen. Und einfach uns mit den Top-Tool-Sachen und Proben bringen durch die Bühne. Für die Anzustehen. Und als wir die ersten Monate hatten geschafft, dann waren die Lehrer sich einig. Dann sehen sie, woran wird all die Volunteers, wir werden, glaube ich, über 20 Stück, was solche Werke schaffen. Woran wird wir nicht anfangen? Alle Dinge sagt, Klock 7. März, uns hier bei den Drop-In Center treffen und taub für das alle beten, was hier angeht. Und so, wir fangen an. Wir kommen alle Dinge sagt taub, aus dem Team von Volunteers, und wir beten. Und da sind 2 Geschichten, die mir ganz besonders stehen bleiben. Der eine hat zu tun, da wir eine Zeit, wo wir dort anwarten, sie werden immer Jugendliche machen, die Drugs nehmen. Aber da wird eine Zeit, wo das ganz besonders schlimm wird. Und so wir fangen an, alle Dinge auch ans Top zu stehen, und wir beten für die Person. Und wir beten Gott, dass die Drugs würden nicht anhalten. Und ein von den Gebeten wird immer wahr, dass wenn die Menschen, die würden brocken, dass das nicht an ihren Tungen wird, und dass sie sich würden gründlich ladig fühlen. Und ein Donnerstag, ich weiß noch, wir kamen da hin, und wir hatten ungefähr noch einmal ein Tondash, wo die Chips und Sären mit Snacks kaufen. Und dann sagt wir, und dann kam das ein Jugendlicher danach. Und der saß sich ein bisschen beim Stuhl, wird zu sein, der hat nicht einen guten Tiet. Und ein von meinen Partnern fragt ihm, hey, was geht an? Dann sagt er, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Die würde mich interessieren, aber ich habe nichts mit dir zu tun. No, sagt er, wir sind hier zum Horchen. Dann sagt er, da kriegt mit dir wir. Ich weiß nicht, was der Luther Tiet angeht. Aber die Drugs hier in Steinbeck, die holen bloß mal nicht mehr an. Und dann checkt, wie 2 von uns Lehrer checken uns das taub, und dann sagt der Aundre, well, du warst dir nicht gleich, was ich dir sage. Aber das kriegt für was wir Luther werden, stark du verbeten dann. Dann wird er anstellen, irgendwie reden, was immer. Aber wie sagen, da ganz klar, wo Gott schaffen wird. Kriegt auf der Seite steht, werden 2 Jungs. Da werden Blaine und Derek. Das sind von den ganz besten Spielern, was ich gesehen habe, wenn ich ein Pool-Table kam, zum Pool-Dash-Spiel. Gerasslich gute Spieler. Aber ganz gerasslich so waren Jungs. Beiden sehr taffen Hintergrund in ihr Leben. Und all die Teens, die die Hand haben, all die jungen Menschen, die sahen ernt aus den Lehrern. Die kicken ab, wenn diese beiden Jungs. Und ein Morgen kam wir wieder taub, und dann sehen wir,
Woran fangen wir nicht mal an? Jeder Ding sagt, für die beiden Jungs zu beten. Und wir sagen hier was hängen. Wir sehen, wenn Gott diese beiden Jungs zu sich gerufen wird, wenn die einmal wollen in Glauben Pfoten in Jesus annehmen, dann wollen die all die Arbeit tun in die anderen Dienste in Jesus leiden. Und so wir fangen an, dort zu beten. Und das wird eben ein Jahr, was wir dafür beten deuten. Und einen Tag, ich weiß noch, die hatten einen Taub, der war fallen durch den Stuhl. Einer gleich hat ein Maß, einer hat einen Pistol. Und so dat wird was gerufen, was die getan hatten. Und die kamen beide im Jail nehmen. Und ein von denen, während dem Jail saß, dann wird ein von diesen Volunteers, der fuhren, der besagte. Und im Jail nahm der Jesus Christus an. Und da wird 2 Wochen nach dem, dass wir der Blind war, das erste dort. Und 2 Wochen später, dann ging keiner Derek. Und dann sagt ich habe Jesus kennengelernt und ich kann Frieden, du machst den haben. Und als Blind Derek durch von angeredet hat, dort mir ein Unterschied, dass keiner von uns als Volunteers so kann tun. Und da wir von ungefähr ein bisschen Jahr später, dann hatten diese beiden Jungs Jesus im Glauben angenommen. Und dann fangen die manche andere Jugend an zu schaffen. Und die fangen an, er Zeugnis mitzuteilen und zu vertellen, mit was Gott getan hat. Und so war er. Weil ihr Betkrieg schafft, da weiß ich nicht. Aber was ich weit und immer war in meinem Leben, sei es, dass er schafft. Und dass er merkt den Unterschied. Und so wenn wir an Palästina wir denken, ich würde uns Mut merken, und vielleicht fragen wir uns, okay, für wem soll wir beten? Paulus redet hier von den Lehrern, vielleicht alle am Land, aber ich würde sagen, wo wir immer waren, für die Lehrer beten. Die Lehrer in uns Land, die Lehrer in unsere Gegend, die Lehrer in unsere Kirchen, und ich würde auch sagen, dass die Lehrer in unser Heim. Dass wir für die Person beten, die eine Lehrerschaft haben, und dass Gott die Weisheit geben, dass Gott die Läden, die führen kann, durch du wie für die anderen. Wir können für die Menschen beten, die noch nicht glauben. Wir sollen für die Menschen beten, die noch nicht glauben. Das kann vielleicht einmal unsere Kinder sein. Das kann vielleicht unsere Großkinder sein. Vielleicht sogar unsere Ehepartner. Vielleicht ist das ein Mitarbeiter bei der Arbeit, was wir kennengelernt haben. Ein Freund. Oder irgendwem, von wem wir weiten. Wo wir für die Person anstehen und anfangen, für die zu beten. Das ist das Bild, was ich hier habe, wo wir anfangen, zwei Seiten taub zu bringen. Und wir stehen für die an. Und Gott ist schafft in der Leben. Der Heilige Geist, der ist schafft in der Leben. Und ich würde uns auch merken, dass wir auch für andere Christen beten. Nicht bloß für die Menschen, die noch nicht glauben, aber auch für andere Christen. Das können Menschen sein, die durch eine schwere Zeit gehen, dass wir ganz besonders für die anstehen und die für Gott bringen. Aber das braucht nicht bloß schwer sein. Das können Menschen sein, die gaudet und was gerautet für sie kann in der Weg. Und dass wir in der Hinsicht für die beten können. Und die für Gott bringen und einfach für sie Sehen beten. Und das ist ich sehe, ich glaube, wir sind immer wahre, wir als Christen haben immer wahre Tiden, wo uns das selbst schwerfällt beten. Wo wir an der Wand ankommen und wo wir meist nicht beten. Wo wir meist nicht wissen, was wir sein sollen. Und du merkst auch einen großen Unterschied, wenn du einen Bruder oder eine Schwester kommen kann und der sagt, was ist die schwor? Ich will für die beten. Und vielleicht kann das sogar wirken, oder auch gewisse Monate sein, wo wir eindeutig für die Person anstehen und für die Person beten. Und so, ich merke den Mut, kickt in den Hort. Und fragt ihn, denkt über nur, wem leicht Gott ihn ganz besonders auf dem Hort? Mir hat von der uns Mars noch gesagt, für diese Predigt war holen, da und diese Frau Eva ging, das kann meine Person im Sein. Was Gott mir am Herzen lehrt und sagt, dass das wem, was fehlt, dass die ganz besonders auch für die Person nicht gut beten ist. Und so, ich merke ganz Mut, war wir aufsehen und horchen, darauf achten, wem leicht Gott mir am Herzen. Und ganz besonders für die Person beten. Und so, ich will nochmal sagen, dass Paulus und auch die Jünger werden fast davon überzeugt, dass Beten eine wichtige Rolle in unserem Christenleben spielt. Dass Beten auch einen Unterschied merkt. Und dass das wichtig ist. Und die Zeit, die wir leben, ist das leicht, uns das Leben immer Druck zu merken und Gebet anfangen zu denken. Wir können uns sogar mit ganz grauslich sagen, gute Sachen Druck merken. Aber dass wir bei einem Punkt kommen, wo wir vielleicht weniger Titel für das Beten haben.
En wat Jacob zei, veerten strachel we op met de twijfels. En we kunnen ons eenmaal van de twijfels laten mogelijk maken, dat we met een beden door heen komen. En ik wil dat nog eenmaal zeggen, dat denk eraan, wanneer we het niet krijgen weten, wil je beden schaft. Wie kan dat weten, dat beden schaft. Wie haben dat verreich, dat we durven voor Jesus Christus komen, maar dat we voor onze Vader door Jesus komen durven. Beden merkt een onderscheid. Dat is niet een ding wat we moeten doen, maar dat is een ding wat we durven doen. Dat is een verreich. En het merkt die moed, net daaruit. Ik wil met je te beden. Vader, we danken die aan deze morgen, dat we dat verreich hebben, dat we durven voor die komen. En dat wanneer we als mensen ook in de zin ingeroden zijn, en we in de gefallene wereld leven, dat du durch die grote genade ons nicht allein gelaten hast. Maar dat du die ihnen sehen, Jesus Christus schickst, um den Weg wieder frisch aufzumerken, um den Breite wieder frisch anzubieten. En dat we die sehen en ook die Heiligen Geist haben, wat en die jeden wordt sind, wat voor ons aanstaan, wat voor ons beten. En God, ik bid van jou en van jede persoon wat hier is, ook voor die wat we livestream kijken. En wanneer hier personen zijn, wat die nog niet aus ihren himmlischen Vater haben, wat die noch nicht kennen, Daddy sein, dann bete ich dafür an. Und ich freue, dass du möchtest die auf eine ganz besondere Weise in ihr Leben offenbaren. Und ihnen bei dem Punkt bringen, wo sie das Mut und die Kraft haben, die anzunehmen, ihr Leben an deine Hände anzuleihen. Und ich bete von dir noch von jedem einen, der an dich glaubt. Ich danke dir, Gott, für all deine Kinder, hier in dieser Meer und so auch über die ganze Welt. Und ich danke dir von dir, dass du krass weißt, was in uns Leben angeht. Und ich leide dort einfach auch für dich. Und lass dort sein, wenn ihr von den Menschen sind, die mit einer großen Freude, mit einem großen Sehen an das Wirken gegeneinander gekommen sind. Du dank wie dir für Gott. Du uns Preis wie dir für Vater. Und wenn ihr von den Menschen sind, die mit was Schweres auf den Schultern sind an das Wirken gegeneinander gekommen, du bete ich ganz besonders dafür an. Und ich freue, dass du machst, helpen, dass sie das an deine Feit legen lassen. Dass die endlich mit deinem Deuten Frieden fallen. Und Gott, wenn du Menschen sind, die welche große Dinge verernt haben, das Werk, dann bete ich dafür an und freue, dass du bloß leiden wirst und segnen wirst und die deren aufmerken. Und ich freue auch für uns, machst du uns die Person auf dem Herzen leihen, für die du weißt, was wir in der kommenden Zeit ganz besonders beten. Und ich danke dir nochmal im Preis, die Vater, dass wir das Verreich haben, dass wir beten dürfen. Und dass wir durch den Heiligen Geist mit dir diese Gemeinschaft kennen haben. Dankeschön, Gott. Und Dankeschön auch für die Rettung. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Pastor Ruben. Hey, will ihr abstehen? Das Gebetsteam ist hier insofern, wenn die dort an Gebet fehlen, ich lade die bloß an, fern zu kommen. Vielleicht bist du nicht gerade in einer Stadt, wo du sagst, ich kann nicht wieder zum Beten. Sie sind hier so fern für die. Sie wollen für die beten, so ich lade die an, kommt noch fern. Sie wollen hier zu beten für die. Wie das dort, ich spreche bloß Gott ihn sehen, jemand hat einen guten Tag, einen guten Werk, sie wollen hier zum nächsten Werk. All dort weiten, de Gnade zu fallen fri. Ich weiß, dass Jesus rat mich, in dort genug für mich. O wundervolle Rettung, und Sinn merkt heim mich frei. Ich weiß, dass ich gerat sie, in dort genug für mich. Halleluja, joina grata, halleluja, word van rara, o die eis die zelfs gebruiken und dort kreuz, die Opfer durch, es genug von mir.
straf om mine fälla. Städ höcher och sol min sig. Dort och kris från dina radom. En dort sin mjölk för mig. Halleluja, kunna gråta. Halleluja, vårt vandrara. Och du jag stiger i bräcken åt och kris. Din avkvartjo är så dyr för mig. Jesus sin blod så vedfall, skjelt ut av Golgata, allt är kropp